Goedemorgen. Ik begrüße u im Namen Jesus von aus Marius. Wir sind angekommen von dem Brief von Thessalonica, der erste Brief nur Thessalonica. Ich werde wirklich gesegnet dort durchgehen, dort durchstudieren, dort wir ein großer Segen für mich und ich habe von Wort von Jüngern gehört sein, dort je werden auch gesegnet worden dadurch und dort freut einem zu hören, dort bringt ein Segen zu anderen Menschen noch gleich so gut. Und wir sind uns noch nicht einig geworden, wir haben noch nicht viel geredet von uns, wie wollen wieder gehen in ein anderes Buch, wo wir wollen durchgehen. Aber für nu wollen wir vielleicht bloß andere predigen, was immer was der Herr uns auf dem Hort leihen wird. So, der Herr hat mir am Hort gelegt, zu reden von fruchtbar sein, Frucht bringen. In den Jes seine Frucht. Ich habe den Thema heute mir gewählt, den Jes seine Frucht. Und das ist gut, wenn wir Gott sein Wort durchgehen tun, dort studieren tun und dort lehren tun, dort wir dort auch annehmen tun, dort wir dort anwenden tun in uns Leben. Oftmals dann leben vielleicht verschiedene Dinge aus Gott sein Wort und für jeden davon und gehen von dort und denken durch nicht mal wieder an. Aber das ist wirklich nötig, dass wir auch tun dann, was das Wort sein wird. In den Thessalonicher Brief wird Paulus von geschrieben, dass oftmals dann, dass er denken helfen sollen, die Dinge tun, was sie gehört haben. Und dann sieht er auch noch oftmals, dass er wisst, dass sie leiden dort auch, aber er soll noch einmal weiter tun und wieder auch tun. Und so dass es nötig, dass wir die Dinge dann auch tun, wo wir von hören tun und von studieren tun. Und von der will ich reden von, wo wir sollen fruchtbar sein und auch von, was der Unterschied ist von jährlicher Frucht und fleischliche Frucht oder der Wirken vom Fleisch. Das ist ein sehr großer Unterschied an. Gott will haben, dass wir sollen fruchtbar sein und in Jesus seine Jünger werden. Er will haben, wir sollen wirklich fruchtbar sein in uns Leben. Und er will auch haben, dass wir sollen seine Jünger sein und warum er dort will haben, dass wir dort braucht Gott seine Jünger zu werden, um fruchtbar zu sein, wirklich der Frucht, wo er von reden, der dann braucht dort, dass wir seine Jünger sind, dass wir vom Jesus gelehrt werden. Und diese Frucht, wo er von reden, der redet von jährlicher Frucht. Jährliche Frucht, die wir sollen drehen, dass wir sollen fruchtbar sein. Wir wollen von der mal gucken, was der Unterschied ist von Fleisch, der Wirken vom Fleisch oder der Frucht vielleicht vom Fleisch oder der Frucht. Er sagt in Johannes 15, Vers 4, ich will Versen lesen aus Johannes 15, da haben wir ein gutes Beispiel von, was das brauchen wird, im Jes zu bleiben und Frucht zu bringen. Er sagt, Vers 4, bleibt in mir und ich will in Jünd bleiben, so als eine Rank nicht Frucht bringen kann, wenn der nicht in der Weinstühl bleibt. So kann ich auch nicht Frucht bringen, wenn die nicht in mir bleiben. So weil wir das wird hier morgen, was er hier sagen wird, dass wir können nicht Frucht bringen, die Frucht, wo er von reden wird, wenn wir nicht in Arm bleiben tun. Er sagt, dass eine Rank nicht Frucht bringen kann, wenn er nicht in der Weinstühl bleibt. So, wir sind ganz bekannt mit Stieder, mit Ranken und Planten. Wenn du ein Beet aufgebracht hast von einer Plante, jetzt dann mehr für Staut, der kann gleich wieder Frucht bringen. Und kriegst du erst auch mit uns in der jährlichen Vers, wo er von reden wird. Wir müssen in Arm bleiben, dass wir keine Frucht bringen. Und wenn wir Gott wollen ehren, dann werden wir mal nur die 8. Vers checken, wo es sein wird, der hat doch in den Bulletin, der Vers, Johannes 15, Vers 8, sagt, mein Futter, was dort geirrt, wann die viel Frucht bringen. So, das ist, wo wir Gott ehren können, wenn wir fruchtbar sind, wenn wir tun, was die Schrift sagen wird, dass wir können Frucht bringen, du nur aus am dort gefallen hat, das will haben von der Frucht, wo er von reden wird. Und wenn die meine Jünger werden, das ist, wo wir am ehren können. Er hat uns gewählt, dass wir Frucht drehen können. In Vers 16, auch in das Kapitel sagt er, ihr habt mich nicht gewählt, aber ich habe Jünd gewählt, in Angestalt, dass wir gehen und Frucht drehen. So hat er uns angestellt dafür, dass wir gehen und Frucht bringen. Nicht bloß, dass wir bestellt sein sollen und das Wort tauchen und davon verjäten und dass wir keinen Unterschied merken in unserem Leben. Das soll einen Unterschied merken in unserem Leben. Das ist, was er will haben. Er hat uns angestellt, dass wir Frucht drehen. Frucht, die bleiben wird.
Wat je die Frucht, wat wir bringen, was wir in uns eine tun, unsere eine Fleisch tun, vielleicht was immer, vielleicht haben wir auch gewisse gute Dinge tun, aber das bleibt euch lang, das hält euch sehr lang an. Das ist nicht bleibende Frucht. Diese Frucht, wo er von reden, das sagt, diese Frucht, der wird bleiben. Frucht, der bleiben wird. Dann wird der Futter geben, und wird je in meinen Namen beten. So sogar unsere Gebete werden verändert worden. Wenn wir diese Frucht werden bleiben, werden drehen und dann anbleiben, sagt er, dann wird er reich sogar uns geben, und dann wird wir beten dann. Das ist schön. Das wird zu achten. Dort wir streben dann noch, dass sogar unsere Gebete dann werden erhört werden. Und er will haben, dass wir sollen seine Jünger werden. Er will haben, dass alle Menschen sollen gerat werden und seine Jünger werden. Und das wird er in Vers 8 sagen, dass er will haben, wir sollen Frucht bringen, Frucht tragen, auch seine Jünger werden. Und wie kann das gut machen? In Jünger Gottes, du hast einen Unterschied zwischen denen, sondern was nicht seine Jünger sind. Da hat ein anderes Leben, da hat eine andere Einstellung, hat ein anderes Verlangen und alles, was immer was ändert ist dann, das ist anders als so, was nicht in Arm sind, was nicht seine Jünger sind. Das sagt Jesus, seine Jünger als zu üten mitten, wo die sich verholen tun. Einer je in den Nächsten, wo sie Leben haben, einer für den anderen. Wo die den Nächsten abnehmen tun, in alle Wege, wenn die wollen Leben üben, dort wird zu sein sein. Johannes 13, Vers 35, der selber bekannte Vers, wo wir von hier und da noch gelesen haben, sagt, wenn die untereinander gut sind oder Leben haben, wird alle Mann sein, dass die meine Jünger sind. Weil das gut zu sein, das bietet sich bald aus, zu wem die hier und dann, wenn wir mit Menschen taub kommen, dann, als die zu Gott hier dann oder nicht, dass sie sich verholen dann. Er sagt, das werden alle Menschen sein. Alle Menschen werden sein, dass die meine Jünger sind. Da werden es sein, das ist hier nicht von den Feinden, das ist hier nicht von der Welt. Das ist was anderes. Das ist hier zu Gott. So, das sind seine Jünger. Deswegen will er haben, wir sollen seine Jünger werden, dass wir auch werden, sie dort üben, Live üben, zu andere Live bewiesen. Und weil das sind viele Sinne, was da falsche sind. Und der Einzige, der probieren sich so abzustellen, was von sie vielleicht Jesus seine Jünger sind, aber sie sich sagen, dass wie sich bald ut. Matthäus 7, Vers 15 sagt Jesus, das seid jünd für die falschen Propheten, die in Schubskleider in die Jünd kommen, aber innerlich sind sie Rieten der Welt. So, warum kommt er in Schubskleider in die Jünd? Sondern was sich in Schubskleid antreten, die probieren sich zu meinen, sie sind Gott, Jesus seine Jünger, sie probieren sich zu anzustellen, das dort. Und sie probieren sich so eine Kleider anzutreten, das soll sie loten von Büten. Das sind auch ein von Jesus seine Jünger, der hat bis die Kleider an. Aber innerlich sind das andere, das sind Rieten der Welt. Sondern was die Leichen zu verrieten, in eine Versammlung zu bringen und so wieder. So er sagt, seid jünd für dich. Passt ab, dass es dort. Da sind es wirklich so, der meint sich, Jesus seine Jünger zu sein, aber in der Wirklichkeit sind die nicht. Gleich so gut, als seine Jünger Tikan sind, sagt er, so sind auch die falschen Tikan, was da nicht seine sind, was nicht angehören tun. Er sagt, wir sollen abpassen, dass es dort. Da sind so manche Menschen. Und das ist nur, was die für Frucht tun, sind die Tikan. Er sagt dort in Matthäus 7, Vers 20, sagt er, und die Frucht soll jeder haben. Das geht nicht sehr lang, dann kann einer sein, was die für Frucht haben, wenn er das beobachten wird. Er sagt, die wollen die Kahn in der Frucht. Dann sagt er wieder, ein guter Baum kann nicht schlechte Frucht tragen, oder jetzt anders, ein schlechter Baum kann nicht gute Frucht, oder ein guter Baum kann nicht schlechte Frucht tragen. So, da wird die Kahn sein und die Frucht, was sie tragen tun. Die Frucht, die nicht vom Geist ist, die ist vom Fleisch. Und er sagt, das ist ein großer Unterschied, das klar zu sein, wohnte von den Geist sein und wohnte von Fleisch sein. In Galater, ich will was Versen lesen, in Galater, das 5. Kapitel, da sagt das ganz klar, wie es dort, was die Worte oder was die Frucht von Fleisch sind. Galater 4, Vers 19 sagt, dass was das Fleisch für Worte hat, ist klar. So, das ist ganz klar, ob es vom Fleisch ist oder nicht. Du hast Ehebruch, das Hüderie, Unreinheit, ein anbandet Leben, Aufjätterie, Sauberie, Feindschaft, Streit und Habsucht. Habsucht, das ist das begierig sein, oder Wut, Nusig, selfisch sein, oder Zank und Spolerie. Und dann wieder sagt er noch, in das Aufgangs, Mord, Süpen und Freten und so was mehr.
So, das sage ich nicht mal, dass das hier abhören, das sage ich nach so was mehr. Das ist nach mehr basic. So, wenn an diese Dinge denken, besonders wenn er denken, dass das erste hier ist, von Ehebruch, da sind sogar viele Menschen in den Kirchen, wo da sich lebende Menschen teilen tun, und sie sind überhaupt ein Ehebruch. Sie sind nicht mehr taub. Und sie glauben, sie können dabei wegkommen dort, und Gott wird ihnen dabei annehmen, das ist alles gut, wenn sie sich auch eingehen tun und kommen nicht mehr die Länge in ihre Ehe. Das sind so was da vom Fleisch sind, das sind Worte vom Fleisch, Ehebruch. Oder was Hürerie driven tun und auch ein Leben führen tun. All so eine Sachen, das dort, das ist vom Fleisch, das ist nicht vom Geist. Das ist nicht von der Frucht, was er will haben, was wir sollen drehen. Ein anrendet, anbandet Leben. Bloß ein Leben haben, was ganz gegen Gott ist. Oft ja, wir würden vielleicht sagen, dass wir haben kein auf Gott. Wir tun nicht oft ja dein. Aber wenn wir denken, dass einzelne Menschen, wie viel Zeit und alle haben andere spenden als Gott, und Gott sind Wut und so wieder, da haben viel mehr Zeit, was sie an andere Dinge tun, spenden, das ist Aufjatterie. Das ist ein Aufgott. Oder Zauberie, das ist, wenn ich es hier weiß, was das wird, das ist Hexerie driven. Das sind auf verschiedene Wege, wo wir von uns einen Hintergrund sogar, ich weiß, das sind einige, die tun sich sehr bemühen, wenn sie sich Zeitungen kaufen, das ist einmal der Horoskop an, wo es sagen, dass was mit dem Leben passieren wird, was morgen passieren wird, und all so eine Dinge aus dort. Und da denken du ich viel über. In der Wirklichkeit, weißt du, was das ist? Zauberie, das ist Hexerie. Da sollen wir uns nicht umkämmern. Einmal, hier ist es ganz innocent, wenn sie, wir sagen, sogar einmal in Kneisenrestaurants fahren, da haben sie kleine Kühlkisten und das vorbereiten, das ist ein kleines Notje dabei, das sagt, was mit dem Leben passieren wird. All so eine Dinge aus dort in der Wirklichkeit, das ist nicht von Gott, das stammt nicht von Gott, das ist Zauberie. So, ich glaube, wir sollen wirklich vorsichtig sein, wo wir damit umgehen tun. In einem Feindschaft und Streit, einzelne Menschen, die holen bloß abstriden. Und dann wird es sein, dass die gleich noch zu verstriden. Der wird im Jes wandeln tun, die hat eine andere Einstellung. Das dort haben die klar sein, von wem die hören, von was die hören, was das für Frucht ist. Das ist Frucht, die vom Fleisch kommt. Und weil in so einer Frucht ist das, wir sind nicht von Leib hier. All diese Dinge, was hier abreden, das kann noch nicht sein, dass der Leib mit angenommen ist. Das ist keine Leib dabei. Und wir weiten von den ersten Szene, Frucht ist ganz anders, das kriegt das Gegenteil. Galater 4, Vers 22 sagt, dass den erste Frucht ist Leib. So das ganz erste hier, wo hier abreden, das ist Leib. Das ist den erste Frucht. Leib ist das ganz erste, weil das ist das Wichtigste. Dann ist Friede, Geduld, Freundschaft, Freundlichkeit, gut gesandt sein, Glauben haben, Gelindigkeit und Selbstbeherrschung, Self-Control. Ich glaube, die Ursache, worum Leib hier das erste ist erwähnt worden, ich glaube, wenn die Leib haben, all diese anderen Dinge, die wollen auch fallen. Wenn wir mit Leib umgehen, dann wenn wir Leib haben in uns Leben. Diese anderen Dinge, ich glaube, die wollen dann auch von selbst herankommen. In Leib wird auch bei Jesus das ganz Wichtigste. Ein Pharisäer fragt Jesus einen Satz, was das Geradste oder das Neidigste Gebot wir zu holen. In Matthäus 22, Vers 36 fragt er, Meister, wann ist das geradste Gebot im Gesetz? Oder vielleicht das ganz Neidigste, wann ist das geradste Gebot im Gesetz? Und er sagt ihm, du sollst den Herrn, den Gott, mit dem ganzen Hort Gott sein, oder den ganzen Hort leben, und mit deiner ganzen Seele, und mit all deinen Gedanken. Und dann sagt er, das ist das geradste und das erste Gebot. So, das ist das ganz Wichtigste. Ich glaube, deswegen habe ich hier von all diesen verschiedenen Früchten abgeregt, Leib das erste, das wird bei Jesus das ganz Wichtigste, Leib. Leib wird das Wichtigste und das Neidigste. Und dann sagt er, in der zweite Gebot ist mit das Gleich. Du sollst die Nober größer Gott sein als die selbst. So Gott leben ist das ganz erste, aber der zweite sagt er, das ist gleich so wichtig. Die Nächsten, die Nober, auch so sehr leben, als die Gott leben ist. Das ist gleich so wichtig wie Jesus. Dass man wir unsere Nober, unsere Nächsten auch so gut leben, als wir uns selbst leben.
in Lukas 10, da vroeg een schriftgeleerde, vroeg hem ook, zei Jezus, wer ist mein Nachbar? Hij zei, du ook zei, dat wichtigste en nötigste wird den nächsten leven, zoals du zelfs. En dan vraagt hij, wer ist mein Nächster? Wer ist das Nächster? Eins mal Frauen sagen vielleicht, wer ist das gemeint, wenn er sagt, mein Nachbar? Meint er bloß, der wird der Besitzer ans wohnt hat? No, das meint ganz anders. Er vertelt in der Geschichte hier, als er Frauen sagt, wer ist mein Nachbar? Dann sagt er, du wirst ein gewisser Mensch, was da einerseits von Jerusalem nach Jericho gehen hat, und du wirst was Räber, was am dort holen kriegen, hier ist, und reiten am die Kleider von Lief, und verkielen am die Geschichten, leiden am die Lehen, verdaut. Leiden am die halbdot Lehen, sagt die Geschichte. Und dann kommen da 3 verschiedene Menschen, die da handkommen, auch dessen selben Weg gehen leiden, wo das Mann gereist hat. Ein wird ein Levit, ein wird ein Priester, und ein wird ein Samariter. So, und der Levit und der Priester, wenn wir beteiligen, was diese Menschen anholen, leiden, wer sie wären, das wären sozusagen sehr hochbeamte Menschen in der Kirche, in einem Tempel und so weiter. Das wären sehr gut angesehen von den Menschen. Das wären die heiligen Menschen, die Gute, was da alles Beste wären tun und so weiter. So sie glauben leiden. Aber das sagt, diese Mann, der reisen, kriegt den selben Weg, und sagt, als der Levit ist bei durchheim, und sagt, er sagt ihm, aber der ging wieder andere Seite vorbei. Und dann steht er da anhalten, den halten, dann ging er wieder andere Seite vorbei. Und dann merkst du, dass Luther kommt, ein Priester, der kriegt dasselbe. Er sagt ihm, und weißt du, was ich da am Morgen, dann sagt, der sagt den. Der hat den gesehen, aber der ging wieder andere Seite vorbei. Die kamen sich nicht an dessen, was der Lehen da, und sagt, wir half tot. Aber dann kam ein Samariter, und wenn wir weiten, wir sind bekommen mit dieser Geschichte, ein Samariter, der erbarmt sich über dessen. Er hält da an, und er nimmt den mit, und er sorgt für den. Und er muss klar, muss sagen, dass dessen wird bedient werden, dass der wird besser werden. Er leitet ihm mit einer Stadt, der leitet den so, wie würden sein, vielleicht mit einem Hospital, dass er wird geholfen werden. Und das wird ein Samariter. Und wir weiten, der Samariter und die Juden, die kommen gleich allein. Für die Juden, der Samariter, das wären sehr dumme Menschen. Aber das Samariter wird einer von denen, was dessen halten tut. Und er sagt, das ist die Nächste. Wenn wir wem sein das, dann wer das ist, wenn das nicht einer ist von unserer Kirche oder von unserer Familie oder den, was wir kennen, dann, was wir vielleicht würde sein, das ist mein bester Freund und so weiter. Wenn wir das nicht mal kennen, wenn wir eins für sein, dass wir im Halbfehlen das halten. So eine Person halten. Das ist die Nachbar, das ist die Nächste. Oder sogar, wenn wir eins für sein, was der hungrig ist, was der hungrig ist, den halten, den zu eten geben oder zu kleiden geben. In Matthäus 4, Vers 3, 40 sagt Jesus, es steht, die haben gehört, dass du gesagt hast, du sollst deinen Nachbar gut sein und den Feind schlecht sein. Dann sagt er hier, was heute sein hast, aber ich sage ihnen, seht ihnen Feind gut. Seht ihnen Feind gut. Und sehen die ihnen pflegen. Dort gut für die schlecht ihnen sind. Und bet für die ihnen beleidigen und verfolgen. So Jesus hat mal so zu sagen, es soll noch was die Schulden proben anzutun. Er redet hier von einem Feind. Weil die ein Feind, die proben allgemein allerhand schlecht zu tun für die. Da habe ich gute Dinge am Sinn für die. Den sind Plan und den sind Sinn, als allgemein die Schulden antun. Wenn die so sind, die wollen die Schulden antun, oder die pflegen die Üten sogar, und dann allerhand schlecht für die. Er sagt, dort gut für so eine Stadt. Bet für die. Bet für die, dort gut für die. Weißt du, ihr Schwester, das ist, wo das zur Probe kommt, was wir für Jäst, was wir für Frucht haben, als wir Jästes Frucht in uns haben oder nicht. Wenn wir das wollen leben, das würde darauf ankommen. Das würde sozusagen, auf Englisch würde sein, where the rubber meets the road. Wo das zu sein ist, wenn wir uns Leben betrachten tun. Von was für eine Frucht das ist. In Paulus sagt in Römer 12, Vers 17, was ihnen Schlechtes angetan, tut das nicht mit schlechter Trä. Weil die fleischliche Sachen, das erste, was uns vielleicht wird ankommen, wenn wir von uns anders sein, den will ich Trä tun. Den will ich wiesen. Das ist fleischliche Sachen. Wo er sagt, tut das nicht mit schlechter Trä. Strebt du nur, was Ehrenshof ist, und alle Menschen zum Guten dient. Das ist, wo wir hier ran sollen sein. Nicht schlechter mit schlechter Trä tun, überprüfen
Gouden te doen te zijn staat, wat den kon hem gouden zijn, wat er kon hem gouden doen. Und das ist nicht fleischliche Sachen, das ist geistlich. Das ist Geistensfrucht. Das ist Leib, das ist, wo Leib arbeiten wird. Nicht Tretholen, sondern einfach die, was du mir getan hast. In Römer 12, Vers 20 sagt Paulus es das, wenn dein Feind hungert, auch was er sagt, wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen. Wenn er darst, gib ihm zu trinken. Dann sagt er, wenn du so das, wirst du ihm durch die glühende Kohlen auf den Kopf legen. Das wird ein sehr klares Zeugnis sein für so eine Stadt, von wem wir sind. Da wollen die vielleicht auch andrehen und verlangen kriegen, so eine Dinge aus dort zu tun. Das ist so zu sein, dann durch die glühende Kohlen auf den Kopf legen. Das ist, so was er hier ist, das ist eine Frucht vom Geist. Und Jesus sagt doch, dass wir können diese Frucht nicht bringen, wenn wir nicht in Arm bleiben. Wir müssen in Arm bleiben, um so eine Frucht zu tragen. In der korte Zeit vor, dort, wo Jesus in den Himmel fahren will, nahm er Abschied von seinen Jüngern und dann sagt er, dass er würde noch ein Gebot geben, dass sie sich sollen leben, einer zum anderen. Johannes 13, Vers 34, sagt er, es das. Ich gebe ihnen ein neues Gebot. Je sollen ihnen untereinander gut sein. Krijgt zoals ik ihnen gut gewassen, so soll ihnen untereinander leben. Du sollst die dieselbe Einstellung haben, was Jesus hat. Leib zu eiven, einer für den anderen. Mit Leib umgehen. So ist er das, als er hier auf Erden wird. Dann sagt er, ich will hier wegreisen, seht ihr, steht in das selbe Kapitel, aber ich will ihnen nicht Gebot geben, dass die auch sollen ihnen untereinander leben. Dan zo als ik kunt geleefd heb, zo zal je untereinander leben. De tijd wo wir lang nicht genug Zeit haben, dat alle betrachten in sein Wort, ab von der Jesus Leib bewiesen hat, aber wir haben ein paar Stellen hier, was er hier gesagt hat, was Leib ist. Römer 8, Vers 4 sagt, dass Gott weiß uns, wo Gott er uns wir, indem dass Christus für uns gestorben hat, als wir noch Sünder wären. Weil das er für uns, er weiß uns, wo Gott seine Leib für uns wir, dass als wir noch Sünder wären, starb er für uns. Würden wir uns dann uns Leben zu geben für den Nächsten? Vielleicht würde ich so sagen, jo, an die Gedanken ankommen, wo wir sagen, oh jo, ich würde bei uns an der Fähre. Aber wenn ich wirklich so darauf ankommen, wenn wir so sollen, als Jesus died, würden wir uns dann uns Leben zu geben. Wo er sagt, wir sollen Leibwesen, das Leibwesen died. Auch in 1. Johannes 4, Vers 9 sagt er auch, Gott weiß uns, wo Gott uns wir aus seinen einen sehen in der Welt schicken hat, dort wir durch arm leben können. Das wird Leib. Dann sagt er in Vers 10, durch das sei wie, was Leib wirklich ist, dass wir nicht, dass wir Gott wären, dass wir, dass er uns so viel retten hat. Dass er uns seinen Sinn schickt, uns die Sünden aufzunehmen. So dass wir nicht, dass wir haben so viel Gutes getan, dass er sagen wird, die haben so viel Gutes getan, ich will dem, was Gott tun. No, er hat das, als wir nach Sünder wären, als wir seine Feinde wären, das hat er für uns. Dann Vers 11 sagt er, liebe Freund, wenn Gott uns so gut ist, dann sollen wir auch uns untereinander gut sein. Dann sollen wir auch Leib wiesen, einer zu den anderen. Weil er weiß uns, was Leib wir. So soll wir auch gesandt sein. So heißt es nicht, ich will ihnen leben, wenn die wollen abhören mit ihrem schlechten Leben. Wenn die wollen ihn bekehren und so weiter. Dann will ich ihnen leben. Das ist nicht was die Bedingung, was er geben wird. Wenn die Eier gestorben wird für uns am Kreuz, dann haben wir keine Hoffnung. Wir werden ganz haltlos. Wir können uns selbst nicht halten. Wir haben keine Kraft, uns selbst zu halten. Dann kommt er und weiß, wie viel Leib er hat für uns. Weil wir haben uns alle verschuldet. Wir werden alle unsere eigenen Wege gehen, sagt die Schrift. Wir werden unsere eigenen Wege gehen, haben den Regen gedreht nur Gott und gehen unsere eigenen Wege in uns fehlen Radar, dass wir zurückkommen nach Arm. Da haben eine Spannung gegeben zwischen
Gott in uns wegen unser sämtliche Weh, was wir begonnen haben. Römer 3, Vers 3, finde ich, du hast keinen Unterschied. Alle Mann hat gesündigt und kommt durch ein Kart, was er bei Gott sein soll. So, da wird nicht einer, was sich dort nicht verdient hat, in der Halle zu gehen. Sie haben sich alle verschuldet, die haben alle Kart, wo sie sollen sein bei Gott. So Gott muss sein Sehen checken für die alle. So er sagt, wir sollen uns unsere so leben, als er uns gelebt hat. Dort ist die jährliche Frucht, so zu leben, als dort. Weil diese Frucht, die können wir nicht bringen. Wir können nicht diese Frucht bringen mit unserer eigenen Kraft. Wir selbst können das nicht tun. Das heißt in Johannes 15, wir können das nur tun, wenn wir in Arm bleiben tun. Das Leib, wo er hiervon redet, das ist die, auf Griechisch ist das Leib, sagt das Agape-Leib. Und so ein Leib ist das als Unbedingung, nicht erstlich sein, ich will die leben, wann das oder wann dort, wann die Stadt oder so was. Jesus hat uns nicht so wiesen, so Leib wiesen, dass wir erst sollen unser Leben führen, dann wird er uns leben, dann wird er uns raten. Er hat der Agape-Leib, Sacrificial Life. Das ist von was von der Leib der reden dat. Das ist die Frucht vom Geist. Und er wird so geduldig mit uns. Und wenn wir lesen in 1. Korinther 13, da lesen wir auch von was Leib dat, wo Leib arbeiten dat in Mensch. Jetzt muss man sagen, das ist das Leib-Kapitel. 1. Korinther 13, Vers 4 sagt, das Leib ist geduldig. Leib ist freundlich. Leib wird nicht ewig. Das wird ewig, ich muss wieder nur sagen, dass sozusagen am Herr sein oder rietend sein. Sei mit Gewalt immer. Leib ist nicht eigenköpfig. Entpucht sich nicht. Besonders das erste hier, wenn hier das und das denken, der Leib, Paulus sagt, Leib ist geduldig. Wenn wir uns selbst mal fragen, wo steht das mit uns? Wo sind wir mit unserer Geduld? Sind wir geduldig einer mit den anderen? Haben wir Geduld? Geduldig sein, das ist sehr wichtig. Ich weiß von mir selbst, ich glaube, warum ich das so betrachten will, weil ich habe für lang einmal sehr viel Trouble gehabt mit ungeduldig sein. Ich war nachher mal kämpfen damit. Ich bin nachher ein sehr ungeduldiger Mensch gewesen. Sogar mit meinen Ehepartnern, mit unseren Kindern einmal. Ich war immer sehr ungeduldig. Ich habe auch viel gelernt, ich bin mal weit gekommen, aber ich habe noch viel wieder zu kommen. Wir müssen geduldig sein, dort wies dann, dass wir Leib haben. Und ein Leib in Freundlichkeit kommt daher. Freundlich sein, zu den Nächsten. Das kriegt jeden Teil, was die Worte vom Fleisch sind, nicht wahr? Da wird nicht von Leib beschrieben, wird nicht von freundlich sein. Ein Leib ist nicht eigenköpfig. In der Puch auch nicht mit sich selbst. Das sind so eine Menschen, die in der Hand einen großen Verlangen, sie wollen ohne sein. Sie wollen ohne Anerkennung haben. Der Puchen mit sich selbst, die Menschen sollen nicht entdecken sein, oh ja, mit die ist es wirklich, oder noch viel. Klappen sich vielleicht sogar selbst ab dem Regen, weil sie andere tun das nicht. Einzige sein, ich will mich selbst loben, das ist keiner. Ohne der Schmerz, schwindet viel zu sehr auf. Und das soll wie welche Sonne sein. Der Frucht wird sich als selbst wiesen, wenn wir fruchtbar sein. Weil Jesus hat sich Zeit, Leib zu wiesen. Und das ist auf viele verschiedene Wege. Das sagt, wo Jesus es hier werden wird, wo er umgehen mit Menschen. In Matthäus 9, Vers 35 sagt, und Jesus ging durch all die Städte und Dörfer und lehrt in ihre Schulen und predigt das Evangelium von Gott sein Reich und macht die Menschen gesund von all ihren verschiedenen Krankheiten. Hier können wir sehen, wo Jesus demonstrieren, das Wort Leib wir. Er ging in den Dörferraum, in den Städterraum, in das Evangelium predigen, dass die sollen geraten werden. Er will nicht haben, dass die sollen da bleiben, wo sie wären. Und auch die viele verschiedene Krankheiten, die er heilen. Menschen, die auch sozusagen, sie können sich selbst nicht helfen, und er ging die helfen, er heilt die verschiedenen Krankheiten.
Das ist Leib, das ist, wo Leib arbeiten wird. Er nimmt sich Zeit für andere Menschen. Und er sagt, dort ist es dort. Reich in mir, wo ich gelebt habe, was ich getan habe, dann dort ist es dort. Leib ist es dort. Zeit nehmen für den Nächsten, sein und was dir noch fehlen wird, wo wir den halten können. Weißt du, wie kann ich die Dinge tun, was Jesus tut? Er wieder einzige, was können Sünden vergeben, in Menschen raten und so weiter. Aber wie kann das solche Anstellungen haben, dass wir so bedient sind für den Nächsten? Dass wir ein Verlangen haben, das zu helfen. Und dann wäre das, dass wir lesen denn von sogar unser Feind. Nicht bloß unser Freund. Auch sogar unser Feind. Das ist ein Leib. Nicht, dass er muss, nicht, dass das eins, was ich sage, dass das eins, was gaudet wird von uns, dass er deswegen will uns helfen. Das wird auch eher wie nach ihm gekommen werden, als wir nach seinen Feind werden. So deswegen ist die Frucht von Leib so wichtig. So von den 9 verschiedenen Früchten, die Paulus hier abreden, das sind 9 verschiedene Früchten. Ich glaube, wenn wir mit Leib anfangen, dann, dass ich all sagen, dann werden die anderen Früchten alle herankommen. Leib, Friede, Geduld, Freundlichkeit, gut gesonnen sein und Glauben haben, Gelindigkeit und Selbstbeherrschung. Dann sagt das in Vers 23, Galater 4, Vers 23, je in so einer ist das gesagt nicht. Hier ist nicht jeden zu sein. Das ist, was Gott will haben, was wir sollen tun. So, wenn wir zu Christus gehören, wenn du zu Christus gehören das, dann wird das zu sein, dann wirst du so eine Frucht aus der Hand. Da wird so eine Frucht zu sein, wenn du wirklich ein Kind Gottes bist. So, wie kann ein Unterschied sein? So, dass wir lesen von den verschiedenen Werken, was das Fleisch bringen wird. Wenn wir dort checken, dann weiß man, was der Mensch im Fleisch leben wird oder am Geist leben wird. Das sagt in Galater 4, Vers 25. Die Christus, Jesus angehören, haben das Fleisch mit Last und Leidenschaft und Tod gekreuzigt. Da hat er aufgelegt, da hat er gekreuzigt. Der Werken, was das Fleisch bringt, da hat er gekreuzigt. Und er sagt, da wird er die Christus angehören. Was die Christus, Jesus angehört, da hat er getan. Er sagt, wenn wir im Geist leben, dann wollen wir auch im Geist wandeln. Den Verlangen soll wir haben, dann wollen wir im Geist wandeln, nicht im Fleisch. Weil das Fleisch haben wir gekreuzigt. Also hier habe ich klar gesehen, was die Frucht ist vom Fleisch, oder was die Werken vom Fleisch haben, oder die Werken von den Geist. Die Frucht von Geist. Das ist ein sehr großer Unterschied. So kann wir unterscheiden, so kann der Anzug unterscheiden sein, von wem wir gehören. Dann gehören wir zu Gott oder gehören wir noch einmal uns selbst zu das Fleisch und wir lassen uns Fleisch regieren in uns Leben. Weil wir uns selbst, wir sind nicht fähig, uns selbst diese geistliche Frucht zu bringen, oder diese Geistesfrucht zu drehen. Wir sind dort nicht fähig zu tun. Wir haben nicht die Macht zu tun. Wir können vielleicht proben, aber wir wollen es nicht vollbringen. Wir wollen nicht die bleibende Frucht drehen können. Wir können nur tun, wenn wir, so Johannes 15, Vers 4 sagt, ich sehe die Weinstüte in diesen Ranken, wer in mir bleibt und ich in Arm, der bringt viel Frucht. Und dann sagt er, ohne mich kann ich nicht tun. Ohne mich sind wir dort nicht im Wirt. Ohne Arm kann wir doch nicht tun. Wir können proben, aber wir wollen es nicht vollbringen. So mein Gebet ist, dass wir ein Verlangen haben, ein Streben tun, nur diese Frucht zu drehen. Und wenn wir das nicht kennen, dann müssen wir uns selbst unsicher sein, zu wem gehören wir? Gehören wir wirklich zu Gott oder nicht? Ich glaube, wir haben wirklich Ursache, uns selbst zu unsicher. Als wir Geistesfrucht drehen tun oder unsere Werke bloß vom Fleisch sind. So mein Gebet ist wirklich, dass wir wollen Frucht bringen, Frucht drehen vom Geist, dass Menschen, wenn sie uns beobachten, dass es kann sein, dass dieser hier Jesus. Das ist ein von seinen Jüngern. Wir reden mal, statt drei haben wir Bible Study und der Titel von der Lehre wird Foundations for Living. Und der schrieb durch der Lehrer, der uns sehr ansparen, dass wir sollen Vitamin A annehmen. Application.
dat doen wat dat wordt zijn. Dat niet bloß dat studieren en davon gaan, aber dat ook aannemen. Hij nam dat vitamin A application, dat anwenden. Da wir noch zum Schluss beten. Gott, himmlischer Vater, wir danken dir, Herr, für dein Wort. Wir danken dir für dein Verlangen, was du hast von uns, dass du was haben, dass wir sollen erstes Frucht tragen. Kriegst du als du auch hast gewesen, wofür Leib du hast. Und wir können sein, dass eine von den Fruchten, was du abgeregt hast, Leuten hier, wird der Jest von Leib. Und wir wissen, dass Leib, das kann viel tun, das kann viel ausrichten, wann wir dein Leib haben. Einer für den Nächsten. Kriegst du als du auch wiesen, dass du an so viel Leib hast, dass du den Sehen checken, und letzte Kriezen für uns, dass wir können gerat werden. Und wenn wir das nur sein, dann wie kann das sein, dass jetzt die alle Leib, weil du hast so viel Leib für uns. Und dass wir nicht, dass wir uns das verdient haben oder eins Wort, als wir noch Sender wären, als wir die Fein wären, weißt du uns, wie viel Leib du hast. Gott, ich bete, dass wir auch möchten so gesandt sein, dass du sein, dass wir sollen uns untereinander so leben, als Jesus gelebt hat. Halb uns das zu tun, Gott, wenn der Tiden kommen, wo wir vielleicht nicht einen großen Verlangen haben, den Nächsten zu leben, aber dass wir dann würden die kicken und kicken, wo sei das du hast, wo sei du hast uns gelebt, als wir nach denen finden werden. Halb uns auch den Verlangen zu haben, Herr, musst du in uns den Verlangen schaffen, dass wir wirklich würden, auch einen großen Verlangen haben, diese erste Frucht zu tragen. Und nicht bloß der Leib, aber dass all die anderen Fruchten, die abgerichtet sind, dass die würden fallen in uns Leben, in alles, was wir tun, wenn wir hier auf Erden leben, dass Menschen können sein, zu wem wir hier tun, als wir zu den Feinden hier tun, oder als wir ans Fleisch noch gehen tun, oder als wir den Jes loten in uns regieren. Ich bete, dass du innen durch uns schaffen, auf so eine Weise ist das. Wir danken dir noch einmal für den Wort, was wir können brauchen, als ein Beispiel, wo wir zu leben haben. Und ich danke dir noch einmal dafür. In deinem Namen beten wir mit Danksagung. Amen.